Boyd? Beruhige dich bitte. Ja, Titania, und willkommen zurück damit bei Fire Emblem Path of Radiance. Ihr alle habt die Befehle missachtet. Das Endergebnis steht dabei auf einem anderen Blatt. Ups. Vizekommander, ich übernehme die volle Entschuldigung. Vizekommander, ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Es tut uns leid. Oscar, Riss, was soll ich nur mit euch beiden machen? Ich denke, ich werde die Angelegenheit dem Kommando überlassen. Ich bin sicher, ihm wird etwas einfallen. Und jetzt kümmern wir uns um Alia und Rolf. Der Haupt der Banditen hat erklärt, sie würden sich in der Hütte dort befinden. Was denn das? Alia? Von den Spielen oder so etwas? Oh ne. Bitte lass uns gehen, ich sagte, lass uns gehen. Alia! Bruder, ihr seid alle gekommen. Oh, ich hab solche Angst. Rolf! Oscar? Hilf mir! Rolf, ich bin auch hier! Boyd, wieso bist du hier? Aus Weine und hier da raus. Genau, reiß zusammen, Freund, Bruder. Ich werde es versuchen. Du, soll dem Mann etwas zustoßen, sehe ich dich tot vor mir liegen. Sei still, halt deine Klappe. Wenn ihr die beiden Leben wiedersehen wollt, übergebt uns eure Waffen. Hehehe. Hat keinen Bogen oder so etwas? Lehnt ihr ab, ist das Mädchen als Erste dran. Nein! Aufhören! Warte. Ja? Seht her, ich lege meine Waffen ab. Wie klug von dir, Weib. Vizekommander. Wir sind hier, um sie zu retten. Und nun zieht euch alle zurück. In Ordnung. Verdammt! Da steckt das im Himmel! Sehr schön, deine Waffen seht ihr richtig nackt aus. Meine Waffen können nur da stehen noch ansehen, was ich mit diesem schreienden Rotzlöffel machen werde. Nein! Was denn das? Das war ein Pfeil. Rolf, hörst du mich? Alia, ist Rolf, ist er... Ihm geht es gut, er ist nur in Ohnmacht gefallen. Wann sonst hat er keinen Kratzer bekommen. Puh, ich habe mir doch nicht so einen Schrecken, Mensch. Ich bin so froh, euch beide gesund wiederzusehen. Ihr seid wirklich tapfer. Ja, danke. Der Typ ist tot, aber wer hat den Pfeil abgeschossen? Wer ist denn das? Ein einzelner Pfeil, genau zwischen die Augen. Wer könnte so etwas wohl vollbringen? Niemand außer einem. Diese Stimme. Wow. Das ist ein Scharfschützengeneral. Schuldet ihr Kinder mir nicht eure Dankbarkeit? Ich habe euer Leben gerettet. Vizekommander, Schienen. Ihr alle seid grausam. Mit dieser Rüstung kann ich mich nicht so schnell bewegen. Okay, gehört wohl doch zu unserer Truppe. Schienen! Guthrie! Oder Guthrie. Oh, deshalb wart ihr auf einmal verschwunden, Titania? Natürlich, ich wusste, wir würden Verstärkung benötigen. Ich bin froh, dass es keine Zeitverschwendung war. Gut gemacht, die beiden. Na, schließlich konnte ich jemanden federn. Das hat sich die Eile doch gelohnt. Federn. Alles, was ich tun konnte, war schwitzen. Das war echt hart. Ja, wem sagst du das, ey, Alter? Bei uns kann auch über 30 Grad und so. Bruder! Schwester hat er tapfer geschlagen. Nee, ich habe einfach daran geglaubt, dass du mich retten wirst. Und er hat doch kaum Angst. Echt jetzt? Du machst Fortschritt, wo du doch sonst so gerne weinst und deine Nase zum Laufen bringst. Du bist blöd. Nö. Die läuft gar nie. Die hat keine Beine. Also gut, auf geht's. Lass uns nach Hause gehen. Meine Güte, war das ein Tag. Ja, irgendwie schon, wa? Kapitel 2, die Rettung abgeschlossen. Heißt jetzt, wir haben 2 neue Charaktere im Team. Also spricht jetzt Shinron und, oh, wie ist der andere schon wieder? Kapitel 3, Piraten. Okay. Zurück in der Festung. Du willst mich sprechen, Vater? Setz dich, Ike. Wir hatten letzte Zeit kaum Gelegenheit, miteinander zu reden. Titania hat mir erzählt, was vorgefallen ist, als ich weg war. Die Entführung, wie meine Männer Titanias Befehle missachtet haben. Ich habe die anderen mit hineingezogen. Ich übernehme die volle Verantwortung für alles. Du brauchst hier auch nicht Märtyrer zu spielen. Niemand hat mich gezwungen, dich zu begleiten. Ich bin aus freien Stücken mitgegangen, auch ich werde meine Strafe akzeptieren. Warte, was sag ich denn da?
Bitte, Commander Grail. Ich sollte Titanium Befehle weitergeben. Wenn jemand die Verantwortung zu übernehmen hat, dann ich. Ich bin derjenige, der bestraft werden sollte. Ich habe ein schlechtes Beispiel gegeben, Commander Grail. Ich allein sollte bestraft werden. Es freut mich zu sehen, dass ihr miteinander einständig eure Rückendeckung gebt. Trotzdem. Egal was eure Beweggründe waren, ihr habt die Befehle eines eurer vorgesetzten Offiziers missachtet. Ihr habt 10 Tage Stubenarrest. Aber Vater, Sie haben das nur getan, um mir und Rolf zu helfen. Es gibt Gründe, warum Regeln existieren, Alia. Niemand wird auf dem Schlachtfeld überleben, wenn er das macht, wonach ihm gerade im Kopf steht. Das mache ich aber gerade. Ich verstehe und akzeptiere den Verweis. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis mal die erste Einheit krepiert. Ich muss erwähnen, dass wir mehr Arbeit haben, als wir bewältigen können. Eure Strafe ist so lange ausgesetzt, bis die Lage beruhigt hat. Oscar, Boyd, Riss, ihr kommt mit mir. Shinon, oder Shinon, Gatry, nee, Gatry, von mir aus. Und du, Ike, ihr kommt mit mir. Okay, cool, neues Team. Alter, die Grafik, ey. Mein Bauch ist leerer als der Kopf meines Bootsmanns hier. Gib mir was zu futtern, Mensch. Hafen von Talma. Cool, ein Schiff. Das ist das besagte Piratenschiff, nicht wahr? Ei, vor ein paar Tagen sind sie in den Hafen eingelaufen und sorgen seitdem nur für Probleme. Ich bete, dass ihr und eure Gefährten dieser Bedrohung ein Ende bereiten könnt. Ich verstehe, wir werden tun, was sie können. Aber Piraten und den Planken an der Äpfel vom Baum schießen, das ist einerlei. Lassen Sie uns Aufgabe erledigen und dann von ihr verschwinden. Ho, Vizekommandeur, wollt ihr hier die übliche Blitz- und Donner-Taktik? Blitz und Donner? Yo, ich überrolle sie wie Donner und Shinon lässt seine Pfeile einschlagen, ihr Blitze. Hört sich gut an. Was soll ich denn tun? Fangen uns sorgen, überlassen zunächst Shinon und Gatry das Feld. Sobald sie die Anzahl der Gegner dezimiert haben, nehmen wir unser Schiff und die restlichen Gegner vor. Ja, denke mal eine gute Idee. Seid ihr bereit? Grail-Söldner, vorwärts Marsch! Bin ich auf dem Sprung und los geht's! Ja, bereit. Was? Ah, okay, jetzt kann natürlich halt das Ganze noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bis einstellen. War später Truppen auswählen, wir hätten. Und dann sind es diese 4 hier. Ja, 1 und 8 halt, gut. Ja, Team ist vollständig, 4 von 4, gut. Position, wo ich es hinstellen möchte, halt. Ich glaube, ist aber gar nicht mal so schlecht. Wo ich mal Z war. So. Karte, genau, mal die Karte angucken. Items, wenn ich was anderes machen möchte. Eisenschwert, Stahlschwert. Okay, kann es bereits nutzen. Das ist natürlich cool. Jetzt hat er noch eine Tempofeder. Wieso was? Ich gebe jetzt eigentlich trotzdem auch noch das Heilmittel, weil sie wird es garantiert nie brauchen. Also kann ich mir vorstellen. Zumindest nicht in den nächsten Kapiteln. Stahllanze, Eisenlanze, geil. Stahl- und Eisenbogen. Klingt auch cool. Die Werte, wie sehen es mit den Werten aus? Ein Tempofeder erhöht die Geschwindigkeit. Der Wert ist schon 13. Alter! Aber eben ist ein Scharfschütze, sprich weiterentwickelte Einheit. Der hat auch 6 Magie. Aber ist der gut oder ist der schlecht in meinem Waffenlevel? Ah, okay. Also könnte auch Silberbogen und so etwas verwenden. 13, was macht der? Ah, natürlich teilweise praktisch. Was kann er Schönes? Ist ein Ritter, okay, ist noch nicht weit entwickelt. Hui, 14 Verteidigung, 6 Stärke. Keine Magie, sehr schön. Wenn noch nichts. Panzer, ja, wegen Panzerbrecher und so etwa. Gut, reicht aber. Los geht's. Da haben wir einen Typ mit Eisenschwert. Das ist ein Pirat mit Eisenbogen. Okay. Wir kommen bis dahin. Wurfbeil. Ja, er ist ja durchaus hart, aber irgendwie ist halt ein Nanzentyp. Ist natürlich für Waffen und so ein bisschen doof. Boah, der kann sogar bis hier hin. Oh, das ist ein Bogentyp, das ist kein Problem. Stell dir mal, kann direkt angreifen.
Was wollt ihr, Mann? Wow, Alter! Kein Damage. Gut, ich stehe mal hier hin, mal gucken, was so aushält. Eisenmäßig ausweichen, jo. Passt. Jetzt der hier. Ich stelle mal sie hier hin, weil der wird garantiert nicht sie angreifen. Oh. Ja, clever. Soll eigentlich doch ihn schon, das noch ein Gebäude war. Okay, ist zwar nicht weg, aber damit auch den oder anderen trifft mich wahrscheinlich an. Ich lasse so. Autsch, Bams. Okidoki, jetzt haben wir ihn noch. Der kann ja auf 2 Felder angreifen. Das heißt... Wow. Alter. Wie sieht es mit dem Typen aus? Ja, ist auch übel. Da bin ich nicht drauf, wa? Aber der kann nur bis hier hin mit dem Wurfbeil. Ui, kann aber weit laufen. Ja, kill mal den. Der Schienen! Ein weiterer Typ ist da und alle nur 5 Erfahrungspunkte. Ja, weiterentwickelte Einheit. Sollen wir den vielleicht trainieren? Ich weiß nicht, Leute. Konnte machst du gar keinen Schaden. Was ist das denn? Hat gekitzelt. 1 Punkt, die glaubst du nicht. So sieht ein Angriff aus. Klar, Mann. Alter. Ich glaube, der ist noch eine ziemlich starke Einheit. Oh, da oben sind auch noch welche. Jetzt muss ich eigentlich Putzu wieder neue Reichweiten so anlegen. Vielleicht mal eine Option was einstellen, wa? Animation lasse ich mal. Spielgeschwindigkeit plus. Text auch. Animationsnetz, kleine Mission, Einheit, Kampfinfo. Mal auf Detail war gehen. Ausrichten aus, Auto in den Züge an, Autocursor, Sonnenstille, Rumble Feature. Naja, mal schauen. So, sind vor allem die wichtig. Ich finde nur bis dahin den Wurfball, ist mir gerade ein bisschen, naja, egal. Eine Axt mache jetzt da am besten, denk mal ein bisschen hier hingehen. Ah, das war das war mit Crit und AG. Hey, ist jetzt AG plötzlich? Hä? Okay, keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen zu viel des Guten, war. Kampfinfo leicht, so, es reicht. Mann! So. Ne, die will eben nicht. Mann! Dankeschön. Und tschüss, Alter! Haben wir gefreut, Booms! Ja, immerhin. Seine Tempofeder müsste ich eigentlich fast den Dicken geben, war? Hat auch Geschwindigkeit 11. Geschwindigkeit 5, oder braucht, ne, dann zum Ausweichen. Ein bisschen Speed gar nicht mal so schlecht. Naja, nachher vielleicht. Dann haben wir den Eisenaxt-Typen noch. Naja, ich will ihn ja eigentlich nicht trainieren, aber da sprechen anderen halt. Sie bleibt hier. Dann kann Schienen den von weitem aus erledigen. Wow, weil mal, das ist jetzt ein bisschen zu schnell gewesen, Entschuldigung. Stahl war, yo. Kein Schaden. Den Eisenkörper fies. Ne, wohl ja ein Stahlkörper. Da hat es mit dem Stahlbogen abgeblockt, wie auch immer. Jetzt haben wir den Typen, das normale Axt, aber jetzt sicher ein bisschen stärker sein. Oh, also das. Okay, also alles weg.
Ja. Also könnte ich ja theoretisch auch angreifen, aber wir lassen es mal. Stahl. Na, lass so. Dann weiche ich eher aus. Sehr schön. Ja, fast ein Level up. So gefällt mir das, Freunde. Ja. Halt so mit Stahlbogen bereits erwähnt, mal habe ich am ersten Part. Ist halt nur für die Entfernung, sprich auf 2 Fehler, deswegen kann er sich hier nicht verteidigen. Dann kommt das bisschen. Jetzt greift natürlich sie an. Und Critical! Sieht auch geil aus, wa? Nur 5 Erfahrungspunkte, Alter. Nein, doch nicht sehr gut. Doch, greift sie allein, ist doch egal, die geben sowieso nicht viel. Daneben! Das ist schon... Alter! Die kriegt aber grausam häufig. Jetzt sind nur 2 Punkte. Die will mich doch verarschen hier. Sie greift eigentlich nicht an. Hä? Der Heavity. Was sonst ihnen etwas? Wir haben noch Häuser hier unten. Kann ich sagen, habe ich nicht vergessen. Ich will bloß noch gucken. Na, ist einfach so. Hier ist nix. Besuchen. In diesem Ort gibt es viel Unruhe, nicht wahr? Ist es hier immer so gefährlich? Wer sind das? Oh, Piraten stiften hier Unruhe? Das erklärt alles. Warum die Bewohner so schreckhaft sind. Ist er vielleicht ein Magier? Die Piraten zu vertreiben? Wir bestehen beim Kampf gegen die Piraten. Wir wollen die Piraten kümmern. Weltberühmten Fischmarkt zu besuchen. Okay. Elixier, Alter! Geil. Gut, jetzt, ja, ein Eis, der ist bereits ein bisschen geschwächt. Wäre also für ihn perfekt. Außer, muss man schauen. Alter, wieso ist der so stark? Ich meine, das sind Extens, so, der dürfte dann gar nicht. Boah. Okay, der wäre weg, aber, darum kann sich auch Ike kümmern. Macht so mehr Damage, aber weniger Trefferchance. Also die Eisenlanze. Was willst du, Mann? Das war eine hundsgemeine Gemeinheit. Ne, ihr sagt dazu nichts mehr, ist einfach nur krass. Jetzt hat er Erfahrungspunkt 8. Wie kommt denn der eigentlich? Trotzdem noch so weit, wa? Naja, komm, wieso nicht. Stahl und weg ist er. Und Level up für Ike. Yo. Schon der Maki. Resistenz ist natürlich cool, Fähigkeiten auch, aber naja. Ja komm, ist was auch halt weg. Also, da geht man sowieso auf den Zeiger. Kannst du gar nicht. Ja komm, mach's mal so. Ja. Ich dachte schon zuerst wäre ein Critical. Wurfstyle. Ja, schön für dich. Ich stehe eh auf den Eisen-Style, du verstehst? Nö. Mir egal, Mann. Ich bin Gatry. Merkt ihr meinen Namen? Hey, Mann, was soll der Scheiß? So. Mach mal 1 Punkt Damage. Alter, der ist einfach... Der ist doch übel drauf. Und okay, er ist schon Stufe 9, aber trotzdem. So, schiebe ich ihn noch ein bisschen ab. Genau, und dann können hier eigentlich, oder... Ne, will ich ja gar nicht, come on.
Ich kann unlocken die anderen, aber nee, ist mir auch zu heavy. So, was das Gefühl hat, ich muss angreifen. Hey, du Affe, du hast mich doch reingelegt, oder etwa nicht? Was hier, okay? Reingelegt? Also das ist ja eine unerhörte Behauptung. War das nicht auch, Bootsmann? Ja, dann meine ich auch. Hier, kontinuierliche Piratenfräuleitchen. Ihr habt gesagt, ihr wisst, wo sich mein älterer Bruder aufhält. Sonst wäre ich doch gar nicht so am Schiff gekommen. Nein, ob wir das wissen? Es war einige Zeit hier am Bord und dann, na, weiß nicht, wo der bisschen hin ist, Bootsmann. Jo, das weiß ich ja, war doch so ein mittellos armer Depp, hieß mit Vornamen Johnny und so. Naja, mein Bruder, das ist entsetzlich. Entsetzlich hast du entsetzlich gesagt, denke ich mal, der Bruder war entsetzlich, hat einfach Pech im Spiel. Verlierst jetzt Salze, so ist es eben. Beim Klabautermann. Beruhig dich. Jo. Liebste kleine Schwester ist extra uns zu besuchen. Und jetzt bei uns abzuarbeiten. Was hat ihr von mir, euch mit einer Lanz durchbohren und dann Feierabend machen? Und nicht weiter, Mädel. Eine kleine Krabbe? Das kann eine Chance gegen uns. Hey, was ist bereit, du fliehende Hexe? Ja, Süßwassermatrosen. Ist bald zu Ende. Ja. Na, ganz toll. Und dann quatschen die Gute. Die könnte uns jetzt joinen. Wow. Ist der doof. Naja, ich sage dazu nichts mehr. Okay, wir sollten uns beeilen, wa? Die Frage ist, jetzt einen grünen Reif, also ja, grünen Kreis da oben. Die Frage ist halt, mit wem muss ich anquatschen? Mit Ike, mit Titanium, weil eigentlich hat sie das Kommando. Ja, dann kommen wir trotzdem weit. Ja, es muss sein. Gehen wir hier hoch. Gatry kriegt vielleicht noch das alles zu missen. Dass er noch ein paar Punkte kriegt. Ihn will ich eigentlich nicht mehr trainieren und dann, ja, Ike. Ja, kommen wir so nicht. Zack. Der gegnerische Zug, Mann. Okay, mit einer Fernwaffe natürlich schon mal nicht so schlecht. Jetzt hoffe ich nur, die Kleine greift uns nicht an. Wobei es nicht so ausgesehen, als würde sie jetzt das machen. Und selber her. So. Mit dem anquatschen mit Ike, sieht fast so aus, wa? Reden! Ich werde noch irre, das sind viel zu viele, ich will ja nicht sterben, Bruder, das könnte das Ende sein. Hey, bist du in Ordnung? So kalt, so, was? Gib nicht auf! Gib nicht auf! Wer bist du denn? Ich bin ein Söldner, wir Bewohner haben uns angehört, die Piraten zu vertreiben. Du wirst mir helfen? Na klar, Mann, überlass meinen Gefährten und mir von nun an das Kämpfen. Du kannst flüchten, während die Piraten abgelenkt sind. Oh, das war fantastisch, vielen Dank, ich weiß gar nicht, was er sagen soll. Täglich Boot, ich muss irgendwie danken. Bring dich in Sicherheit. Dann kann ich später zu dir meine Schulter begleichen. Wie heißt mein Hübscher? Ike. Ich gehöre zu Grail-Söldnern. Kurz für Michael. Verstehst du? Gut. Ike? Michael? Das merke ich mir. Und ich bin Marcia, ein Pegasus-Ritter von Begnion? Bechien. Keine Ahnung, vergiss mich nicht. Gut, ich bin schon weg. Nein, ich wollte doch... Oh, verdammt. Ich wollte euch rekrutieren. Er wird später. Ja, das ist sowieso kein Problem. Heißt, die Punkte kriegt er, wenn es gut läuft und er noch trifft. Bam! Was? Hier, Mann! Ja, die Punkte würde ich doch gerne ihm geben. Jetzt noch zum Abschirmen und dann kann er trotzdem noch mit. Also wehe, der greift es ihn an, also ich meine. Ja, geht doch. Die arme Titania, wir haben keinen Heil im Team. Menno.
Zug 7 bereits. Ja, da bleibt man zur Lehren eigentlich. Na, reicht locker. Eisenpower! Ja, das Wurfbeil war zu schwach. Nein! Nein! Fast ein Level up, fast. Würfel erhalten. Ja, toll. Für Beut dann, ja. So, zum Anlocken von ihm hier, war. Jo. Definitiv, also macht der Ike. Ich weiß nicht, um die gleichen, aber was soll ich machen? Ich habe vor allem die zwei, die ich jetzt trainieren will. Und die kriegen sowieso keine Erfahrungspunkte. Heißt, lohnt es gar nicht, die zu trainieren hier. Meine Nase juckt. Ja, dieser scheiß Polenflug. Polenflug, Entschuldigung. Wer kann man so schlecht näher machen würde. Noch einmal an, das ist natürlich doof, aber was soll's. Ich bin Gatry. Was willst du, Mann? Autsch. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt kann ich mir also noch ein bisschen Ike angreifen aus der Entfernung. Ist kein Problem für uns. Was vergessen wir? Hier noch nachgucken oder so? Eher weniger, weil hier war auch nichts. Hier waren wir schon. Nö. Sonst sieht alles friedlich aus, Freunde. Der Part ist gleich vorbei. Kacke, Mann. Das ist so nicht geplant. Komm und hilf dir. Nö, Mann, das machst du nicht, hey. So, jetzt langsam mal Feierabend hier. Gertrude auf dem Weg. Und der Typ kreist den Spaß. Nochmal ein Level Up, Level 10. Boah, das ist doch einmal so schlecht. Und jetzt ihn hier noch. Gut, greift ihn nicht an. Ike, Walter des Amtes und doppeln, wenn es geht. Dankeschön. Das ist also Kapitel 3, Freunde. Sieht momentan ganz gut aus. Und Waffenlevel. C bereits, geil. Wie es weitergeht, hier auf dem Schiff mit den Piraten, mit Ike, mit der Pegasus-Ritterin und viele mehr. Das erfahren wir dann im nächsten Part dabei. Fire Emblem Path of Radiance. Bis dahin, ciao zusammen.